Ja, ich kann Ihnen sagen, dass ich mich sehr, sehr, sehr freue, Sie alle hier heute Abend begrüßen zu können. Der Anlass ist bekannt, 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Heidenau. Also das Ehrenamt ist eine wichtige Sache und es gibt Ehrenamtsbereiche, Vereinstätigkeiten, wo die individuellen Bedürfnisse und der Mehrwert für die Allgemeinheit in einem ganz eigenartigen Verhältnis stehen. Aber bei der Feuerwehr muss man ganz klar sagen, die Ehrenamtlichen, die dort bei der Feuerwehr sind, die sind diejenigen, die den Bürger bewahren vor Brandkatastrophen, vor sonstigen Katastrophen. Ehrenamtler, die immer einsatzbereit sind, von früh bis abends, in der Nacht, sonntags, feiertags, jeden Tag. Und das ist schon eine ganz besondere Geschichte, weil das insbesondere für die Bürgerschaft in Heidenau ein ganz wichtiger Dienst ist. Wir haben ja dies schon bei der Jahreshauptversammlung mit Beförderung und Auszeichnung gespart. Das werden wir also heute nachholen. Ja, wir feiern ja die 140-Jahr-Feier der Feuerwehr Heidenau seit der Gründung. Und in dem Rahmen haben wir heute verdiente Kameraden, die bestimmte Qualifikationen abgeschlossen haben, also Lehrgänge, die bestimmte Funktionen jetzt ausüben können, geehrt, befördert zum nächsthöheren Dienstgrad, beziehungsweise haben wir heute Kameraden geehrt, die sich besonders verdient gemacht haben bei Aufarbeitung historischer Technik zum Beispiel, die also zusätzlich zu ihrem normalen ehrenamtlichen Dienst noch mehr getan haben wie andere. Ja, bei mir war es quasi auch eine Familienangelegenheit. Mein Vater ist schon seit Kindesbeinen sozusagen in der Feuerwehr gewesen. Und ja, wir sind damit aufgewachsen, dass er halt immer zum Einsatz ist und auch mit Feuerwehrfesten und ja auch Feuerwehrspielzeug natürlich dann. Und da war das dann quasi, ja, wie soll man sagen, selbstverständlich, dass man auch in die Feuerwehr gegangen ist und hat ihn dann halt, als man so alt war, mit in die Jugendfeuerwehr genommen.